Grüß dich zurück zu Mass Effect 3. Heute machen wir mal den Silberstrip unsicher und dann begeben wir uns wieder auf die Normandy und werden ein bisschen rumfliegen. Wir haben ja einiges zu erledigen. Genau. Mal schauen, vielleicht finden wir hier ja auch Dinge, die wir hier irgendwo abgeben müssen. Vielleicht sucht irgendwer etwas oder sonstigen Grützenberger Bullshit. Hast du was zu sagen? Nee, hat nichts zu sagen. Die letzte Aufnahme in der Citadel war ja relativ erfolgreich. Was ist hier? Hä? Willkommen in der Castle Arcade. Wo sind wir hier? Ach so, das ist ja diese Kampfdingsbums. Na gut. Gekämpft haben wir die letzten Stunden genug. Weißt du was? Replay Defense, Maus Bailey Shells. Relaisabwehr aktivieren. Nee. Das machen wir andermal. Genau. Towers of Hanoi. Türme von Hanoi? Wohl kaum. Na gut. Na gut, Shepard, wenn du das so sagst, dann wird das schon so... Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, wünsche ich euch auch, ihr zwei Mimosen. Halten Sie sich in diesen unsicheren Zeiten an Investoren, denen Sie vertrauen. First Irune, ein Tochterunternehmen von Elcos Combine. Wieso habe ich hier so ein Cyberpunk-Gefühl? Naja. Ich meine, das Leveldesign, die Farben, wunderschön eigentlich. Habt ihr irgendwas zu vermelden? Nö. Habt ihr hier irgendwas zu vermelden? Nö. Hast du was zu vermelden? Naja. Da wäre ein Absturz wert, oder? Die eigentliche Schwierigkeit wird jedoch darin bestehen, den Highjet zu einem Schau. Was ist hier? Highscores. Okay, das ist dann eher wohl... Neuer Spieler. Ich brauche einen neuen Spieler. Spielt sie. Nee, da habe ich Pech. Also das ist mal ein wunderschönes Auto. Wirklich? Warum? Das ist ein Mark II 2187 Blackout. 650 Klicks Höchstgeschwindigkeit. Laut Topflight ist es das Skycar des Jahrhunderts. Schon gut, schon gut. Mir wird jetzt schon schlecht, wenn ich denen zuhöre. Gut, ja, weißt was? Wir verschüssen uns. Jetzt muss ich nur schauen, wo ist die Normandy-Bucht? Sieht genauso aus wie die anderen. Genau darum geht es doch. Außer an einem Präsidiumsunterhaus? Warte ein bisschen dort. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich meine, es ist jetzt nur knapp 24 Stunden her seit der letzten Aufnahme. Aber irgendwie... Willkommen bei Canala Export. Ich habe nicht mehr so viel Kohle, ihr Schweine. Canala Export bietet Ihnen Produkte für Sicherheit und Seelenfrieden. Oh. Recona Knight, was ist das? Wir bei Canala Export glauben, dass ein friedliches Herz auch ein starkes Herz ist. Die Recona Knight Panzerung wurde ursprünglich von den Siegern der Urban Combat Championship Ist auch in Krisenzeiten der möglich. Erde des Jahres 2186 getragen. Den Rhode Island Knights, eine Militärversion. Kultivieren ist auch in Krisenzeiten möglich. Ja. Ihr seht ja selber, ja. Es Wir bei ist Canala Export glauben, dass ein friedliches Herz auch ein starkes Herz ist. große Stich. Aha. Canala Export bietet Käufische. Ihnen Produkte für Sicherheit und Seelenfrieden. Die nehmen wir mit. Gelassenheit zu kultivieren ist auch in Krisenzeiten möglich. Was ist das? Rückstoßsystem. Erhöht Waffenstabilität um 60%. Canala Export bietet Ihnen Produkte für Sicherheit und Seelenfrieden.
Nahkampf, Wir Waffen, bei Schilde. Panama Export glauben, dass ein friedliches Herz auch ein starkes Herz ist. Hier hätten wir ein besseres Gesamtpaket, gell? Weißt du was, die Kanada nehmen wir. Export bietet Ihnen Produkte für Sicherheit und Wir Seelenfrieden. freuen uns über Ihren Besuch. Ich mich auch. Willkommen bei Elkos Combine Arsenalvorräte. Ach du meine Güte, wir haben ja nichts mehr. Geöffnete Ware Geht kann nur gegen Plasma. Gutschrift zurückgegeben werden. Die schaut geil aus. Elkos Combine. Wenn es existiert, führen wir es auch. Na, das lassen wir mal dahingestellt. Modell eines Geetjägers. Wir lassen sie nicht im Regen stehen. Ultraleichte Pistolenmaterialien. Verringert das Waffengewicht um 35%. Wir lassen sie nicht im Regen stehen. Fragen Sie nach unseren Rundum-Garantien. Ja, ich würde eher nach einem Regenschirm fragen. Elkos Combine. Wenn es existiert, führen wir es auch. Geöffnete Ware kann nur gegen Gutschrift zurückgegeben werden. Bitte besuchen Sie die Filialen von Elkos Combine zur Befriedigung all Ihrer Bedürfnisse. Ja, das einzige Bedürfnis, das ich jetzt gerade habe, ist hier zu verschwinden. Damit die Flamme brennt. Und meine Flamme, die brennt auch lichterloh wie ein Gartenschlauch. Habt ihr irgendwas zu vermelden? Nö, da waren wir gerade. Da waren wir in der letzten Aufnahme. Weißt du was? Wir verschwinden. Wir verschwinden. General Oraka. So, wir speichern hier mal. Warte ein bisschen. Wir speichern hier mal. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Commander Shepard. General Oraka, wir kennen uns aus Koras Nest. Ich glaube, es ging Ihnen nicht besonders. Besoffen, vor meiner Pensionierung. Ich bin jetzt trocken und wieder im Dienst. Sie sollen gegen die Blue Suns vorgehen. Ich muss meinen Teil für die Citadel tun. Die Blue Suns überfallen Waffenlieferungen an C-Sicherheit. Ich werde das beenden. Diese Söldner gefährden die Verteidigung der Citadel, falls der Krieg bis hierher kommt. Wenn der Krieg hierher kommt. Es gibt auch andere Quellen für Waffen, General. Hab ich alles versucht. Es gibt einen Schwarzmarkthändler auf der Citadel, aber der verkauft seine besten Waffen nicht. Die Reaper vernichten alles auf ihrem Weg und ich kann sie nicht aufhalten. Aber ich kann die Blue Suns aufhalten. Mal sehen, was ich für Sie tun kann. Freut mich, dass Sie helfen. Falls es nicht klappt, habe ich schon einen Aktionsplan. Aha. Nur für ihn Waffen besorgen. Na gut. Ja, uns bleibt nichts anderes übrig. Wir werden abhauen und werden jetzt ein bisschen die Galaxie unsicher machen. Wenn wir dann alles soweit haben, kommen wir wieder zurück und werden das Ganze irgendwie angehen. Ja, werden wir nichts zu tun. Ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Mehr sage ich dazu auch nicht mehr. Kanik. Warte ein bisschen, was brauchen wir beim Kanikel? Ja, wenn ich das nur wüsste, gell? Nein, nein! Nach Namen sortieren. Älteste zuerst. Irgendwas mit Kanik, Kanikel. Kanikel, Kanakel, Kanukel. Ja. Keine Ahnung. Weißt, weil wir auch nichts mehr zu tun haben hier. Ich habe den Namen Kanikel ja heute schon gelesen irgendwo. Aber bevor die Sonne vergibt, finden sie einen Weg mit Oraka fertig zu werden. Ein Elcor, bla 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 bla. Was? Ah, okay. City-Verschlüsselungen, bla bla bla. Medizinische Vorräte.
Ich schau mal, ich mache einfach, was ich, ja, ich handle jetzt mal aus dem Gefühl raus. Hören Sie, ich will keinen Ärger. Ich habe einen Gewerbeschein und meine Waffen sind alle legal. Das sind nur leichte Waffen. Wo haben Sie Ihre Spitzenware? Scheiße, Sie arbeiten auch für C-Sicherheit? Mich hat deshalb schon der alte Turianer genervt. Ich habe wirklich bessere Ware, aber die ist unverkäuflich. Wenn die Reaper die Galaxie erstmal zerlegt haben, sind Credits wertlos. Was genau wollen Sie mir sagen? Was auch geschieht, es wird Überlebende geben und Chaos. Und dann wird alles über Tauschgeschäfte abgewickelt. Darauf bereite ich mich vor. Meine beste Ware gibt's nur für Gebrauchsgüter und echte Artefakte. Also, wie komme ich an Ihre Schätze ran? Der Turianer hat mit Credits rumgewedelt und dann draufgespuckt. Sie sind flexibel, das gefällt mir. Wenn Sie beim Retten der Galaxie was Seltenes finden, bringen Sie es mir. Und ich teile dann meine Top-Ware mit C-Sicherheit. Kein Thema. Ansonsten gibt's bei mir nur diese Waffen. Und nu? Logbuch. Vielleicht finden wir ihn ja irgendwo. Ach so. Aber ich sehe den Namen Karnickel nirgends. Was? Ein salarianischer Wissenschaftler benötigt ein konserviertes Kakleosauria-Exemplar, um den Kroganern beim Kampf und auf toxische... Binden Sie eines und bringen Sie es... Wir haben noch so viel zu tun. Mir wird jetzt schon kotzübel. C-Sicherheit und Schwarz-Neues hat Unterstützung bei der Verfolgung. Benutzen Sie das Spectre-Terminal und finden Sie dann Zugangspunkte auf der Citadel. Das machen wir später. Präsidium. Weißt du was? Wir werden jetzt ein bisschen... Ja, wir machen so, wie ich es jetzt gesagt habe. Ab in die Galaxie! Und die Galaxie machen wir unsicher. Wir müssen sowieso noch... Ja. Ah, die Süße. Zum Garus müssen wir auch noch. Die süße Maus, die süße Maus. Alles raus aus dem Haus, es tanzt die... Naja, ich lasse es jetzt lieber, gell? Ja, gell, lass es lieber, bitte. Bitte! ...90 bis 94, das sind Räume, da will ich jetzt nicht hin. Ich will zur Normandie. Ich will doch nur zur Normandie, bla 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 bli. Gehen Sie zu Kassa Fabrication. Kassa, Sie sind es wert. Spectre-Status erkannt. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Als für Sie von Interesse markierte Bereiche sind im Fahrstuhlmenü hervorgehoben. Einen Moment bitte. Aus, weg, weg. Ich will raus, ich will was sehen, ich will was, ja. Ankunft in Andok-Bucht D24. Der Garus. Das müssen wir auch noch machen, aber vorerst... Beantrage eine Versetzung in eine Zone mit Reapern chargen. Aber vorerst müssen wir was anderes machen. Ja. Diese eine Mission mit dem Reaper Dingle-Dangle, die müssen wir später machen. Da warte ich noch ein bisschen. Verlassen. Jetzt schauen wir mal. Kroganische DMZ 100%. Anosbecken. Schau mal rüber, vielleicht finden wir was. Schurcash, da waren wir ja schon, oder nicht? Aha! Pranas, gibt's hier überhaupt noch irgendwas? Schaut nicht danach aus, gell? Nö, hier gibt's glaube ich nichts.
Saradil. Verlassen. Ich glaube, dass wir hier noch später her müssen. Aber 100 Pro. Man ist der süß. Aber fliegen wir mal hier entlang. Achso, Massenportalsprung. Paeto. Mein, der ist ja auch süß. Ich glaube, dass wir hier später nochmal her müssen. Aus irgendwelchen mir nicht erfindlichen Gründen weiß ich das. Okay. Gleich rüber ins nächste Gebiet. Pferdekopfnebel. Siehst du, das ist ja alles schon ein bisschen überlaufen von den Reapern. Ich meine, wir haben zwar jetzt einen übermächtigen Verbündeten mit Leviathan, aber das heißt noch lange nichts in dem Spiel. Morana, okay. Ich glaube, dass wir hier nochmal her müssen, überall. Ja, 100 Pro. Passt. Ja, hier müssen wir sicher nochmal her. Kann ich dir jetzt schon versprechen. Warum leuchtet das hier? Artefakte finden. Okay. Argos Roh. Was war hier? Kaleston Rift. Pylos-Nebel. Außenzone. Halbmondnebel. Okay. Da haben wir noch einiges zu tun. Bist du deppert? Ich habe Angst. Aber wo springen wir jetzt hin? Ah, warte mal. Machen wir mal das uns sicher. Artefakte finden. Ach du meine Güte. Ich hoffe, wir können da drüben auftanken. Untrell machen wir gleich mit. Aber sonst... Ich traue mich hier fast nicht scannen. Ich habe etwas gefunden. Na klar. Schwarzmarkt-Artefakte. Auch gut. Nein, hier können wir nicht speichern. Okay, dann ist da aber noch was. Oder soll man warten, bis die Mechanik abgeklungen ist? Ausweichen erfolgreich. Das müssen wir immer wieder ein bisschen machen, weil, weißt du, wir müssen warten, bis diese Mechanik abkühlt ist oder abgeklungen. Sonst haben wir ein Problem. Mhm. Naja.
Spiel ist nicht. Asa, Ula, Indris, Untrell. Wo ist Indris? Hier ist was. Sprit! Nö. Berichte es. Warte ein bisschen. Ja, aber. Das hat sich jetzt so auszahlt, nämlich gar nicht. Signal bestätigt. Da haben wir gleich 2 davon. Ich hoffe, das geht sich aus. Gouverneur Grotan Patznes. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Aber wenn es uns hilft im Kampf. Oje. 300 Einheiten. Sehr gut. Nein, nein, nein. Reaper umgangen. Haben wir hier vielleicht was zum Auftanken? Nee. Ich würde es ja gerne nochmal probieren, nach Wula zu reisen. Aber wo können wir auftanken? Das ist die große Frage. Speklias vielleicht. Nö. Nö, müssen wir später wieder herkommen. ULG-Sprung erfolgreich. Müssen wir später wieder herkommen. Das ist mir gerade ein bisschen zu gefährlich. Aber ich glaube, wir haben die Artefakte. Weil angezeigt wird ja nichts mehr. Jetzt schaue ich nur gerade, blinkt hier noch irgendwo eine Stelle? Pferdekopfnebel. Also auf gut Deutsch gesagt, müssen wir überall nochmal hin. Was ist hier? Nix. Aber schau mal. Ah, ich glaube, da kommt was. Nö. Ausweichen erfolgreich. Müssen wir noch ein bisschen warten. Das wird eine längere Geschichte. Ich glaube, hier kommen wir später nochmal her. Weil an das kann ich mich alles nicht mehr erinnern. Gut, hier kommen wir später, glaube ich, nochmal her. Ich habe mich jetzt nämlich ein bisschen informiert. Circa 60 Stunden Mass Effect 3, wenn du wirklich alles machen willst.
Besser. Jupiter-Abhandlung. Voll cool. Hm. 300 Einheiten. Ja, auch schön. Was wir haben, das haben wir. Was? Keine Reaper? Wow. Na gut. Aber wir kommen zurück und haben 100%. Sehr gut, sehr gut. Die weiteren 100% geschafft. Ach, schön. Narif und Tirada. Naja. Okay, ab zum Massenportal. Also das können wir jetzt für eine Weile mal vergessen. Ja, wie gesagt, gehen wir es heute mal ganz gemütlich an. Ja, hier sind wir, glaube ich, fertig. Soweit. Außer uns bringt eine Mission hier wieder her. Kaleston Rift, jetzt schauen wir mal darüber. Halbmondnebel, sagt mir jetzt auf die Schnelle gar nichts. Nix. Aha. Ich habe etwas gefunden. Sehr gut, Edi. Dann muss es aber hier noch was geben. Auf Ilium, wirklich? Okay. Und ich dachte, wir können hier wieder landen. Flüssiges Kapital, schön. Oh, sie kommen. Nein! Reaper umgangen. Oh! Signal bestätigt. Wieder Sprudel, sehr schön. Dann muss es hier aber noch was geben. Finger. Credits bergen. Schön. Haben wir das auch? Okay. Blub. Tschüss, ihr Arschlöcher. Erfolgreich. Treibstoffdepot, sehr schön. Mal wieder ein paar Credits.
Schaue ich nur gerade. Hier wird wahrscheinlich nichts sein, wegen den Depots, nehme ich mal an. Ich habe etwas gefunden. Asari-Kreuzer. Hör, hör, hör. Hier sind wir fertig. Nach Lalessa oder Ialessa, keine Ahnung. Vernio. Ah, das haben wir da unten auch schon. Was ist hier? Da sind wir auch fertig. Passt. Darauf. Wir haben ja genügend zu tun. Wie gesagt, die Scheißen. Ausweichen erfolgreich. Okay. Da müssen wir warten, bis die Mechanik abgelungen ist. Sei es drum. Oder wollen wir es... Ich will aber trotzdem wissen, was sich dort befindet. Probieren wir es nochmal. Aber ich glaube, das wird eine Zeit dauern, bis die abgekühlt ist. Oder abgeklungen, sagen wir es so. Ja, das habe ich mal gedacht. Super Umgang. Ja, müssen wir zurück. Kommen wir später her. Wow. Treibstoffdepot, schön, sehr schön. Anusbecken, Pferdekopfnebel, Argos Roh, Gemini Sigma. Auch rattig voll mit Reapern. Na gut, da wo Massenportale sind, ist nichts, was ich so mitgekriegt habe. Na toll. Leck mich am Arsch. Nein. ULG-Sprung erfolgreich. Ich meine, die Farben sind schon irre geil. Das wird jetzt arschknapp. Allianzkreuzer Nairobi, schön. Dritte Flotte der Allianz, ach schön. Tschüssi. Ausweichen erfolgreich. Tschüssi. Milan ist, ja, da müssen wir jetzt überall noch ein bisschen warten. Attica Beta. Calliston Rift, was war hier herum? Sigurds Wiege, Valhalla Grenze. Der Würgeschlund. Halbmondnebel ist durch. Kann man hier nochmal rauf. Da
haben wir noch 2 Systeme, aber leider passt keinen Sprit mehr. Kann ich nur hoffen, dass wir hier einen Sprit kriegen. Signal bestätigt. Sonst haben wir ein Problem. Gesagt, getan. 400. Wortscher Arbeitstrupp. Voll geil. So, nach Küzil. Was ist dort drüben? Bitte Sprit. Ich habe etwas gefunden. Schön. Reaper hast du auch gleich mitgebracht. Ach, ist das schön. Teufel der leere Kampfgeschwader. Voll geil. Also wie gesagt, so ausführlich oder so 50. Haben wir noch. So umfangreich habe ich das Spiel noch nie gespielt. Schweine. Ich habe etwas gefunden. Was? Da haben wir ein bisschen an Sprit. Perfekt. Und 100%. Und wir können schon abhauen. Sehr gut, sehr gut. So wollte ich das. Wo geht's zurück? Der Bürgerschlund. Fertig. Massenportal da drüber. Dort drüber. Zack, brack. Ja. Im Moment. Da waren wir, glaube ich, vorhin schon, gell? Ja. Nee, da waren wir. Da waren wir zwar schon, aber ich glaube, dass hier irgendwo noch was nicht fertig ist. Genau. Mal schauen, vielleicht ist die Mechanik ja schon ein bisschen abgelungen. Das wäre voll geil. Dann könnte man nämlich die nächste Partie fertig machen. Fürs nächste Mal. Nee. ULG-Sprung erfolgreich. Ist noch nicht abgeklungen. Weißt du was? Ich werde, glaube ich, anfangen, mir das alles ein bisschen aufschreiben. Aber ist ja wurscht. Ich vergesse es dann eh wieder. Gut. Dann lassen wir die Mechanik jetzt einmal ein bisschen. Ein bisschen. Okay.
Panzerung von ihren Fans. Okay. Interessiert mich jetzt gerade nicht. Nur was anderes schauen. Ach ja, das müssen wir auch noch machen. Warte, bis Freizeitkleidung. Nehmen wir wieder das. Das ist lässiger Panzerungsset. Da haben wir ja, was haben wir denn da gekauft? N7, nö. Inferno, nö. Terminus-Panzerung. Sieht lässig aus. Kollektorenpanzerung. Recona Knight. Das sieht auch geil aus. Aber... Ah, das ist die. Cerberus. Naja. Darf ich ehrlich sein? Mit dieser Waffe sind wir... Mit dieser... Warte ein bisschen. Können wir da vielleicht nicht irgendwas ein bisschen deichseln? Oder deichseln? Wo waren wir denn da? Ja, aber da haben wir nichts vom Waffenschaden. Das ist ja das Problem. Also ich glaube, wir bleiben derweil noch so mit dem Zeug. Bilderregeneration, Kraftschaden, Munitionskapazität, Waffenschaden. Das nehmen wir vorerst mal. Okay. Das bringt uns alles nichts. Was können wir denn da für Farben nehmen? Machen wir mal das. Dann nehmen wir das. Dann nehmen wir mal das und dann nehmen wir das. Also Munitionskapazität, Waffenschaden, Kopfschussschaden. Okay. Sehr gut. Um die Mannschaft müssten wir uns noch kümmern. Kampfinfo, KI, warte mal, Mannschaftsquartier, Maschinendeck, Steuerbord, Unterdeck, Shuttlebucht, Waffenkammer, da müssen wir hin. Tschüss. Das haben wir bereits. Nachschubinterface, kaufen Sie Pistolen. Nee, brauchen wir nicht. Kraftschaden. Ja, aber allzu viel, wie du siehst, kann ich eh nicht kaufen. Ich habe keine Kohle. Brauchen Sie?
Haben wir die nicht schon? Was ist das? Ich hau sie mal rein. So wie Panzerung. Modell eines Gatejägers. Bloodpack Punisher. Ich meine, ich will ja nicht protzen oder so, aber man tut es ja trotzdem, aber irgendwie... Spectre-Ausrüstung. Und mir wird schon wieder schlecht. Kraftschaden brauche ich nicht. Ich brauche eher was... Naja. Habe ich bereits. Kanala-Export. Fische von Ilium. Das, ja, gestreifter Pfeilfisch. Nö. Batarien. Was haben wir hier? Nahkampfschaden. Holen wir mal. Okay, viel Kohle haben wir eh nicht mehr. Okay, ja, viel mehr haben wir da eh nicht. Waffen-Upgrades. Achso. Dornenwerfer, Argus, Hornet, Bogenpistole, Phalanx 2. Gut, jetzt müssen wir mal schauen. Wir müssen unbedingt was ändern. Okay. Jetzt schauen wir mal. Präzision und Schaden ist mir wichtig. Was haben wir hier? Also am besten sind wir hier gefahren. 5 und 6. Ja. Hier tauschen wir gleich aus. Feston 5. Avenger 5. Waffenmods. Fangen wir von vorne an. Oh, Kapazität. Erhöhte Nahkampfschaden um 22%. Wie war das hier? Weißt du was, dann erhöhen wir den Nahkampfschaden mit ihr. Oder was haben wir denn noch? Maddock 2, Partikelgewehr und die Lancer. Ja, dann bleiben wir. Dann bleiben wir bei ihr. Die ist so geil. Die Waffe ist ja der Hammer. Können wir vielleicht ein bisschen was verbessern? Nö. Was haben wir denn das montiert gehabt?
Da gehen wir bei 2. So ungefähr. Da haben wir ein bisschen mehr Schaden. Oh Gott, also ich sag's da kannst dich jetzt, da kannst dich ja zu Tode suchen und schauen und tun und machen. Scimitar 3. Katana 5. Modifizieren. Schaden. Da bleiben wir so. Kapazität. Bestätigen. Okay. Annehmen. Zack. Shuriken 5. Modifizieren. Jetzt schauen wir da mal. Bleiben wir hier. Bisschen mehr Schaden würde mich mehr anturnen. Machen wir das. Okay. Jetzt halt nur die große Frage, wo können wir die Mannschaft aufrüsten? Ich glaube, hier müsste er irgendwo. Ah, hier ist er, der Herr mit dem Gewehr. Ich frage mich nur gerade, wo man... Was war denn hier? Nix. Aber wo kann man die Mannschaft aufmöbeln? Nachschubinterface. Panzerungsspinter, das sind ja nur wir. Ist ja alles nicht so einfach. Weil einfach ist. Okay, gut. Hier auch nichts, was uns auf die Eier gehen kann. Also... Was war hier hinten? Commander? Servus. Techlabor. Wie schauen wir hier aus? Sieht nicht schlecht aus bis jetzt. Wir wachsen, ja? Wir wachsen. Gut. Jo. Aber was machen wir jetzt in der nächsten Aufnahme? Die große Mission rund um die Tali mag ich jetzt noch nicht machen. Die möchte ich mir für später aufbewahren. Ich habe eine bessere Idee. Weißt du, was wir es machen werden? Commander Shepard? Ja, das so heiße ich. Aber danke nochmal für die Erinnerung. Ich glaube, wir werden nochmal auf die Citadel zurückkehren. Passt? Weil, wie du siehst, im Moment haben wir nichts mehr, bis auf Citadel. Okay. Dock 42. Sind Sie Bray? Der große Commander Shepard. Und ich habe mein Autogrammbuch nicht dabei. Schon gut. Bringen Sie mich zu Aria.
Folgen Sie mir. Und? Wo ist sie? Shepard? Aria, wie dramatisch. Es gibt im Purgatory zu viele Augen und Ohren. Es geht sicher um die Rückeroberung von Omega. Es geht um Ihren Krieg, Shepard. Wenn Cerberus die Terminus-Systeme kontrolliert, macht sie das mobiler. Seit der Eroberung von Omega verbreiten sie sich überall. Die Allianz weiß das bestimmt. Kommen Sie zum Punkt. Was wollen Sie? Sie verjagen. Ich habe eine Flotte von Söldnerschiffen. Wir fliegen hinter die feindlichen Linien und greifen an. Auf Omega ist es dann ein Bodenkrieg. Darum will ich Sie. Ich nehme nur die Besten. Der Anführer der Cerberus-Besatzung ist General Oleg Petrovsky. Er hat mich vertrieben. Kenn ich nicht. Er ist der Top-Militärstratege des Unbekannten und sein bestgehütetes Geheimnis. Aber eigentlich müssen Sie nur wissen, dass er ein skrupelloser Dreckskerl ist. Was wissen Sie über die Besatzung? Petrovskis Armee ist gewaltig und er hat Omega fest im Griff. Mehr Informationen gibt es nicht. Also improvisieren Sie? Aber nein, manche Geheimnisse auf Omega kenne nur ich und das hilft uns weiter. Eines kann ich sagen. Petrovskis Invasion war präzise und gnadenlos. Er wird vor nichts Halt machen. Kommt mir bekannt vor. Shepard, ich kenne meinen Ruf. Ich werde gehasst, weil ich mit eiserner Hand geherrscht habe. Aber die Leute waren frei. Ihr Leben gehörte ihnen. Das war mir wichtig. Dieser Mann hat das alles weggenommen und dafür bezahlt er. Wenn Omega wieder mir gehört, bekommen sie alles, was ich habe. Schiffe, Söldner, E-Zero. Für den Krieg. Wo ist der Haken? Ich habe etwas gegen den Umgang, den sie pflegen. Darum müssen sie die Normandy und ihre Crew zurücklassen. Meine Crew besteht aus Profis. Nun sagen wir, ich will sie für mich selbst. Bray gibt Ihnen die Koordinaten meiner Flotte und seien Sie bitte diskret, solange wir noch auf der Citadel sind. Die Flotte ist in diesem System versteckt. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie unterwegs sind. Aria und ich sehen Sie dann auf dem Flaggschiff. Ich bin gespannt, ob die Sache die Aufregung wert ist.